Herzlich willkommen beim Burgenlexikon. Von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. D wie Dörnitz. Die Dörnitz, mit slawischen Wortstamm Dornisa, was so viel heißt wie beheizbare Stube, wird auch Törnitz oder Dirnitz genannt. Als Dörnitz wird zumeist ein Saal im Erdgeschoss bezeichnet, der als rauchfreier, beheizter Raum beschrieben wird. Er diente vorwiegend der Burgmannschaft oder auch dem höheren Gesinde als Speise- und Aufenthaltssaal. Man findet ihn zumeist auf größeren Burgen und Schlössern. Ab dem 15. Jahrhundert taucht auch die Bezeichnung Hofsaal für die Dörnitz auf, Beispiel einer Dörnitz mit Gewölbe. Die Dörnitz war also ein rauchfreier. Nicht ganz, ein rauchfreier Raum von der Heizung her. Es gab also Räume ohne offene Feuerstelle. Das heißt also, die Dörnitz war ein Raum, dessen Heizung keine offene Feuerstelle war. Wie sah so eine Heißluftheizung im Mittelalter aus? Beispiel einer Heißluftheizung des Mittelalters. Wichtigster Bestandteil der Dörnitz war also die Heizung. Bei vielen dieser Erdgeschosssälen fehlt ein offener Kamin. Bei einigen Burgen konnte nachgewiesen werden, dass diese Säle über eine Heißluftheizung verfügten. Unter diesen Sälen befand sich ein Heizraum, der die erwärmte Luft über eine Heizkammer dorthin abgab. Die Brennkammer, welche von außen bedient wurde. Die meist gewölbte Brennkammer, ähnlich einem Backofen, hatte in der Wölbung Öffnungen, damit der heiße Rauch in die Heizkammer abziehen konnte. Die Heizkammer. Diese lag über dem Gewölbe der Brennkammer und war mit losen Steinen gefüllt, zum Beispiel Granit. Der heiße Rauch und die Wärme aus der Brennkammer erwärmte diese Steinschicht. Der Rauch zog über den angeschlossenen Schlot des Kamins ab. Die Heizkammer war mit einer Steinplatte zur Dörnitz abgeschlossen. Diese Steinplatte hatte Öffnungen, welche beim Brennvorgang mit Stöpseln verschlossen wurde. War der Brennvorgang beendet, entfernte man die Stöpsel und die heiße Luft konnte in die Dörnitz einströmen. Draufsicht der Steinplatte in der Dörnitz. Jetzt konnten sich die Ritter auf den mittelalterlichen Burgen rauchfrei aufwärmen, naja wohl eher bedingt rauchfrei. Solche Warmluftheizungen konnten zum Beispiel auf den Burgen Rochlitz, Mildenstein, Deulenstein, Leuchtenberg, Niedersachsen, Holsterborg, NRW und auch im Marburger Schloss, hier sogar im Obergeschoss, nachgewiesen werden. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näherbringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.